In Immenstadt im Allgäu verbreiten auch die Frauen als unheimliche Gestalten Angst und Schrecken. Bei Einbruch der Dunkelheit teilen die Bärbele, benannt nach der heiligen Barbara, kräftige Rutenhiebe aus. Alexandra Prinzing kennt die Regeln. Also während dem Laufen dürfen auf jeden Fall keine kleinen Kinder geschlagen werden, keine alten Leute geschlagen werden, niemand, der einen Glühwein in der Hand hat, weil das könnte dann wehtun. Das wird halt bei mir von selber mit also der scheiß Schafswolle. Meine Schürze wird nach jemand abgewaschen. Also wir springen und wir haben auch teilweise so einen besonderen Gang, sagen wir es mal so, dass halt die Schelle sich mitbewegt und halt Lärm macht. Ihre Kleider sind vom Flohmarkt. Wichtig ist die warme Skiunterwäsche darunter. Savannah Hensler hat als Oberbärbele den Lauf mitgeplant. Und was ist für dich der Grund, hier mitzumachen? Ich sag's schon, seitdem ich 3 Jahre alt bin, dass ich ja bei Bärbele mitlaufe. Und ja, das war echt mein Traum. Bei uns im Dorf gibt es das auch, aber ich wollte immer hier in Immenstadt mitlaufen, weil ich finde es einfach schön in der Stadt, wenn wir dann wenn wir einlaufen, das werdet jetzt ihr auch noch sehen, das schaut einfach cool aus. Wie viele seid ihr? Dieses Jahr 130. Wir sind ganz stolz, so viele waren wir noch nie. Und was für eine Figur seid ihr? Ja, Bärbele, der Name sagt ja schon, wir kommen einfach von der heiligen Barbara. Also wir treiben die bösen Geister ursprünglich aus den Gassen. Deswegen haben wir auch unsere Ruten dabei. Früher waren es wirklich Besen. Und heutzutage ist es eben auch, um ein bisschen den bösen Kindern die Leviten zu lesen. Genau. Unheimlich sind deshalb auch ihre Masken, beklebt mit Flechten, Moos und Rinde. Das hier ist jetzt deine Maske. Das ist meine Maske, ja. Wie hast du die denn? Was steckt denn da alles drin? Also ganz unten ist einmal ein Gipsabdruck von meinem Gesicht. Man sieht, ich habe es auch ein bisschen mit Wattepads versucht auszupolstern, weil die Hörner habe ich einmal festgespackst und dann mit Epoxidharz festklebt. Deswegen scheuern die ein bisschen hier oben. Und so habe ich es versucht, ein bisschen leichter zu machen. Dann habe ich meinen Fuchs, den habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und den Schädel, der kommt von einem guten Freund von meinem Opa. Also alles von hier aus der Umgebung. Treffpunkt für alle 130 Bärbele ist die Stadtbücherei. Zoe Franzen weiß, ihre Wirkung zu verstärken. Wenn man das schwarz anmalt, dann hat es mit einem Effekt, einen besseren Effekt, wenn Maschke halt drauf ist. Und dann erkennt man nicht gleich, dass es halt Menschen sind. Zum Beispiel auch jetzt für die Kinder, damit die halt denken, okay, das sind wirklich irgendwie so Gestalten aus dem Wald und oh mein Gott. Alter, ich krieg dann keine Luft mehr. Ach, jetzt komm, ich stell dich nicht so an. Nee, andersrum. Das muss runter, die Nummer muss unten sein. Weil ich ja gar nicht fest bin. Alter, stark. Wie eng muss die sein? Sie sollte schon eng sein, weil sonst schlägt die hier jedes Mal auf den Hüftknochen drauf und das wird unangenehm dann auf Dauer mit am Ende des Abends. Bei den Ruten hat Tatjana Füßinger ihre eigene Technik. Ja, je nachdem wie fest man schlägt, tut's weh. Manche rennen da ja richtig rum und die brauchen dann ihre 20 Ruten. Ich komme mit 3 Ruten gut aus. Und worin liegt dann deine Herausforderung? Einfach dabei sein. Ach so, ja, so lange wie es geht, diese eine Route zu haben. Aber warum? Naja, weil wenn man umso mehr man schlägt, umso mehr von den Zweigen gehen ab. Und umso kürzer die werden, dann kann man sie nicht mehr nehmen. Weil dann, also hier, ich sag mal, alles ab hier ist schon Körperverletzung. Und dann ist unter den Masken keine der Frauen mehr zu erkennen.
Nur Unerschrockene wagen sich auf die abgesperrte Straße. Für junge Männer so etwas wie eine Mutprobe. Und wie geht's dir körperlich? Also ich muss sagen, vom Schlagen tut der Arm ein bisschen weh und der Rücken von der Schelle, aber alles bestens. Sind alle Geister vertrieben, läuten sie das Ende des Laufs ein, mit dem Ausschellen. Die Nacht aber geht weiter. Gemeinsam ziehen die Bärbele von Wirtschaft zu Wirtschaft. Mir geht's super. War genial. Mein erstes Treiben als zweites Oberbärbele dieses Jahr. Hat mega Spaß gemacht und jetzt freue ich mich einfach auf die Feier danach. Für den richtigen Klang fahren die Bärbele gern nach Obermeiselstein. Dort gibt es einen Schmied, der Schellen herstellt und repariert.